Schwarzer Toyota, Gucci Polo Rosa. Sie will nur auf Raves, doch ich tanze nicht zu Goa. Mani Pullover, der ist nicht vom Flohmarkt. Sie will mit uns hängen, deshalb steht sie nach der Show. Deine Mama guckt Moma, da sitz ich auf dem Sofa. Du fährst mit Uber X, ich zur Arena in Hannover. Wohnen in Europa, wir ernten im Oktober. Kann nicht auf deinen Gig, denn ich fühl mich wie im Zoo da. Ey, wenn ich will, steht hier morgen neuer SUV. Weil ich chill, kennt mich jeder Makler West-Berlins. Kann nichts dafür, dass mich deine große Schwester liebt. Lieber André, was würdest du mit 48 Millionen Schweizer Franken machen? Wow, mit 48 Mit Millionen. 48. Wow. Ja, keine Ahnung, aber hure viel. Also ich würde wahrscheinlich das gleiche weitermachen, wie ich jetzt mache. Einfach mit hure viel Geld. Und keine Geldsorgen und keine sonstige Probleme. Aber sonst, ich glaube, ich würde nicht viel machen. Also ich würde mir irgendetwas kaufen. Dann würde ich irgendeinen Grossteil meinen Grosseltern, meinen Eltern schenken. Und eben irgendetwas würde ich mir kaufen. Wahrscheinlich irgendeine mega geile Kamera mit teuren Objektiv oder so. Für so 250'000 Stutz. Weil man sie ja hat. Weil man es hat, genau. Und ja, ich glaube, das Geld ist schnell ausgegeben. So. Also, ja. Das Krasse ist, jetzt bei Swiss Lotto, oder Swiss Lotto sind jetzt gerade im Moment 48 Millionen Schweizer Franken im Jackpot. Müssen wir Lotto Und es spielen? ist irgendwie letzte Woche sind es 40 Millionen gewesen und es haben schon hure viel gespielt. Und der Jackpot ist nochmal nicht geknackt worden. Und jetzt sind es eben 48 Millionen. Und das ist, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, der zweithöchste Jackpot jemals, der sich so akkumuliert hat. Krass. Also vielleicht müssen wir nachher noch schnell ein Lotto-Ticket... Lotto-Lösung posten. Aha. Ich weiss, spielst du ab und zu Lotto? Nein, Lotto nicht. Also Glücksspiel sonst ist eher schwierig, weil es macht einfach hure Spass, bringt aber nichts. Aber Lotto habe ich mir bis jetzt immer... Also ich glaube, ich habe mal so als 14-, 15-Jähriger haben wir mal Subito-Lösli gekauft. Das hast du irgendwie, 5 Stutz oder so hat eins gekostet. Aber maximal Gewinn war auch irgendwie einfach 20'000 oder so gewesen. Ja, 20 Also, oder oder 50 oder Irgend 100, so etwas. je nach auf jeden Fall keine Subito-Lösli. Million. Ja. Aber sonst, nein, nie. Ich habe es mir erst gerade vor 2 Wochen oder so bin ich im Laden gsi, also in der Tankstelle, musste den Tank zahlen. Und beim beim Anstehen, hat einer vor mir irgendwie 3-4 Lösli gekauft und hat dann mit einem von diesen 3-4 Lösli hat er die anderen Lösli wieder gewonnen. Ja. Und dann hat er das abgegeben und hat das aber nicht gecheckt. Und der andere hat gesagt, musst nichts zahlen, kommst du 20 Franken rüber. Weil er hat es irgendwie gerade aufgemacht, bevor er gezahlt hat und hat es dann, so, Okay, wieder zurück und dann hat er 20 Stutz bekommen. Und dort habe ich geschwind studiert, habe dann den Gedanken aber ganz schnell wieder verworfen. Ja. Weil sonst ist nachher jedes Mal, wenn ich irgendwo in einem Kiosk bin, postest du noch für irgendwie so, ja, die sind ja auch scheiße teuer, die Huren los. Also zum Teil irgendwie so, ich weiß nicht, der hat so die gekauft für 20 Stutz. Also 1,20 Stutz. Ja. Ja, es gibt ganz verschiedene und ich bin jetzt nicht mehr sicher. Es gibt doch auch... was ist das von... Also das wird dann irgendwie bei Schweizer des Jahres oder bei so einer Fernsehsendung auf dem SRF Ende Jahr oder so, wenn alle Zeit haben zum Fernsehen zu schauen. Swiss irgendwie und so ein Lösli kostet glaube ich 300 Stutz. Und dort gibt es dann mehrere, glaube ich 10 Millionäre oder so, die es dann auserwählen. Ja. Mit diesen Swiss oder Live-Los. Keine Ahnung. Das Ganze, was du erzählst, noch nie gehört, keine Ahnung. Ja. Also Weiss wenn nicht. du den Namen würdest hören, dann könntest du dir etwas sagen. Das könnte sein, ja. Aber ja. Swiss Lotto oder was? Swiss Lotto ist ja, glaube ich, einfach die Firma, die das Ganze so Kann tut. sein. Also der Kohle einnimmt und nachher die Kugel rumspicken lässt. Das kann sein, ich weiss nicht. Das ist einfach gerade ein Name, der mir noch eingefallen wäre. Ja, voll. So. Und du, Lotto? Nee, eigentlich
mein Leben lang nie Lotto gespielt, also vor allem nie selber halt das Lösli gepostet, aber mein Opi, etwa die früher, wenn wir irgendwie auf Einsiedler sind posten, dann mein Opi hat das auch noch lässig gefunden, so ein Lösli für Kind eins posten und dann eben Zahlen draufschreiben und so. Und das Lustige war, das haben wir 2 oder 3 Mal gemacht. Und dann, glaube ich, beim 3. Mal haben wir das Lösli wieder retour gebracht und dann hat es einfach 1000 Stutz gegeben. Ja. Und die in diesem K-Kiosk, die war völlig überfordert, weil sie hat gar nicht so viel Geld in der Kasse hatte. So die Fränkler am Zusammenkratzen. Und dann sind wir einfach mit 1000 Stutz mehr wieder ins Ibrig hintergefahren. Und ja, das ist eines der 3 Lotto-Erfahrungen, die ich zu berichten habe. Ja. Aber sonst wirklich, also... In dem Fall Lotto spielen. Lotto spielen, ja. Jetzt speziell bei 48 Millionen. Ja. Dann, wenn wir fleissig Lotto spielen, sind es nächste Woche 54 Millionen. Ja, also rein wahrscheinlichkeitstechnisch. Also das heisst, ich glaube, wenn... Ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob es Euro Millions oder Swiss Lotto, keine Ahnung. Aber irgendwo zum den Sechser im Lotto zu treffen, ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, 1 zu 31 Millionen. Irgendwo um das herum. Ja, das kann gut sein. Also es ist verdammt unwahrscheinlich, dass man dort etwas gönnt. Aber es gibt immer wieder so Glückliche. Absolut. Das ist halt schon krass. Ich weiss nicht, bei Lotto, ich weiss nicht, ob du das kennst, von den Leuten, die ja Lotto gewinnen. Das sind ja die meisten, oder ich habe die Statistik auch nicht mehr im Kopf, aber die meisten Leute, die sind ja nach 2 Jahren ärmer wie vorher. Mhm. Also Lotto gewinnen ist ja nicht unbedingt etwas Gutes. Ja. So. Ich glaube, in Deutschland, das ist doch so, auch so ein bisschen zu einem Meme geworden, hat es doch einen gegeben, der gerade... Wie heisst der? Chico. Der Chico. Der gerade 2-mal nacheinander irgendwie Geld gewonnen hat. Ich weiss jetzt nicht, wie viel. Also einmal hat er irgendwie 20 Millionen gewonnen oder 12 Millionen oder so. Also einfach ein gutes Los. Und nachher hat er nochmal irgendwie ein paar Tausend gewonnen. Ja. Irgendwie so etwas. Okay. Ja. Ich habe einfach die Headline im Kopf, 2-mal im Lotto gewonnen, irgendwie so. Ja, es gibt in diesem Bereich eine Geschichte. Ich kenne den Vergleich mit dem Blitz. Also es ist irgendwie 6-mal wahrscheinlicher, dass du in deinem Lauf vom Blitz getroffen wirst, weder dass du im Lotto gewinnst. Und es ist ja schon sehr unwahrscheinlich, dass du vom Blitz getroffen wirst. Und da hat es einen gegeben, der Typ, da gibt es viele Videos über dem, seine Geschichte. Der ist irgendwie 2-mal zum Flugzeug ausgefallen. Bei Flugzeugabstürzen hat das überlebt. Ist irgendwie 3-4 Mal vom Blitz getroffen worden, hat das überlebt. Ist am Schluss mit einem Auto von der Klippe runtergefallen, irgendwo 200 Meter ins Ding runter, hat das auch überlebt und hat dann mit 70 im Lotto 50 Millionen gewonnen. The fuck, irgendeine so eine Alter. Story von so einem. Das ist irgendein Simplicissimus-Video oder so von dem. Das irgendwie, der ist als der Glückspilz ist der Geschichte eingegangen. Von dem, an diese Story muss ich dann immer denken. Krass. Ja, voll. Der ist irgendwie beim ersten Flugzeugabsturz hat es ihn rausgesogen aus dem Flugzeug und er ist in eine Scheune reingefallen und ist im Heu reingelandet und hat das wegen dem überlebt. Das ist wie in einem alten Cartoon oder so. schon ein bisschen, ja. Oder Assassin's Creed. Ja. Ja, genau, eigentlich. Ja, der Typ hat Assassin's Creed gespielt. Assassin. Ja. Ezio Auditore. Ja. Er ist auch halb neben dem Hügel gelandet und ist trotzdem einfach wieder aufgestanden. Ja. Ja, aber Lotto. Ich finde halt, kann ich das System, ich will, wenn ich etwas so Glücksspielmäßiges mache, dann will ich wie spielen und direkt wissen, ob ich gewonnen habe. Ich finde das so, man kauft etwas, dann tut man die Zahlen draufschreiben, dann wartet man wieder ein paar Tage oder bis am Abend und dann schaut man die Dinge an. Weiß ich nicht. Hat mich nie so gereizt. Ja. Aber eben zum Punkt vorne noch, wenn du etwas gewünscht und nach ein paar wenigen Jahren bist du ärmer als vorne, das ist halt schon, wenn dir plötzlich irgendwie alle Möglichkeiten offen stehen, du kannst mit dem Kohle x Autos kaufen, x Immobilien, x Partys finanzieren, keine Ahnung was,
es gibt so viele Gründe, um das Geld auszugeben oder halt in Spass einfach schnell zu verblödeln. Und dann, ja, ist der Kohle, glaube ich, hure schnell einfach wieder fort. Ja, das ist sicher die eine Seite. Aber ich glaube, was eben mehr das Problem ist, oder es ist ja so, wenn du viel Geld hast und du dir normalerweise, wenn du viel Geld hast, heisst das, du hast dir verdient über einen längeren Zeitraum konstant etwas gewachsen. Dann machst du eine Ausgabe, die mit dem Wachstum zusammenpasst. Wenn du jetzt auf einen Schlag viel Geld bekommst, dann machst du Investitionen, die du nicht über 20 Jahre tragen kannst. Und das ist ein bisschen das Problem. Klar, das Verprassen, das sind die Dümmsten von den Dümmsten, würde ich jetzt behaupten. Da bist du also super selber schuld. Aber ich glaube, das Problem ist, selbst wenn du das schlau anlegst, musst du das theoretisch so anlegen, dass du im Nachhinein mit dem Geld so viel Geld verdienst, um den Standard überhaupt zu heben. Darum würde ich mir auch mit diesen Millionen nicht direkt ein teures Auto oder so kaufen. Weil ich kann mir das Auto leisten, aber ich müsste dann von diesen 50 Millionen wahrscheinlich noch 3 Millionen auf die Seite tun, damit ich mir das Auto auch noch die nächsten 30 Jahre leisten kann. Und wenn die Rechnung dann bei allen Sachen, die du dir kaufst, machst, sind 48 Millionen nicht viel Geld. Also von dem her weiss ich gar nicht, ob ich überhaupt im Lotto so gewinnen. Weil ich glaube, und das ist das Problem, im Vorhinein ist man schleuer, oder auch im Nachhinein, aber wenn man das Geld auf dem Konto hat, dann fühlst du dich wahrscheinlich unbesiegbar und unbankrottgehbar und alles, so nach dem Motto. Geiles Wort. Ja, und dann nimmt es dich halt. Früher oder später. Ja. Ja, Das ist wild. voll. Also, von dem her kein Lotto spielen. Zum Thema Wild habe ich heute in 20 Minuten noch eine andere Story gelesen. Und vielleicht ist das attraktiver oder sinnvoller oder eigentlich gar nicht. Aber ich tue das mal schnell zitieren. Walliser vermietet Porsche, Mieter verkaufen ihn in Deutschland. Ein Garagist im Kanton Wallis bereut, seinen Porsche vermietet zu haben. Die Mieter verkaufen das Auto in Deutschland weiter. Die Chancen, dass er seinen Wagen jemals wieder sieht, sind gering. Und nachher so kurz zusammengefasst, im Kanton Wallis vermietete blablabla. Genau. Und jetzt da steht eben, die Polizei ist machtlos. Das Problem laut 20 Minuten, das zuerst über den Fall berichtete, dass laut dem deutschen Zivilgesetzbuch die Ware der Person gehört, die sie gekauft hat, auch wenn diese zuvor gestohlen wurde. Solange der Käufer nichts von kriminellen Aktivitäten weiß, trifft ihn keine Schuld. Demnach ist die Polizei hier machtlos, denn der Käufer sei für gutgläubig erklärt worden. Also ich finde das jetzt noch eine ziemlich heftige Story. Also, das ist schon ein langes Thema, ich kenne das, ja. Kennst du das? Ja, das ist... Wirklich? Kennst du schwarze Audi-Bande oder so heisst es? Das ist eine Gruppe auch von Leuten, die in schwarzen Audis unterwegs sind, darum sind sie so getauft. Und die klauen halt auch Autos, aber halt in Deutschland und verkaufen sie in Holland weiter. Also es ist die Autodiebstahlindustrie ist bei uns mega gross, weil halt es fahren Luxusautos rum und ist ja auch das, was du vorher vorgelesen hast, wenn man sich das überlegt, ist es ja auch richtig wichtig und logisch, dass es so ist. Weil stell dir mal vor, du gehst in den Coop, der verkauft dir ein Red Bull. Nachher kommt der Hersteller von Red Bull und sagt, du schuldest mir jetzt das Red Bull, weil du hast es illegal gekauft. Stimmt aber nicht. Du hast es legal gekauft. Der andere betreibt ein illegales Geschäft. Aber wenn dann der Endkäufer für das angeprangert werden, wenn er wirklich nichts weiss, wäre ja eine Katastrophe. Dann würde blöd gesagt, der Dieb nicht nur können klauen und verkaufen, sondern sogar seine ganze Schuld einfach mal teilen mit dem. Und das ist ja falsch. Also jeder von uns, gerade wenn wir so all die Online-Sachen, wenn du das Zeugs ja kaufst und es ist illegal produziert worden, all das Zeugs,
dann ist das nicht dein Vergehen. Du darfst auch in Asien ohne dir Markenartikel kaufen, die falsch sind. Du darfst sie aber nicht in die Schweiz reinnehmen. Theoretisch. Weil der Handel oder der Schmuggel in dem Sinn von geschützter Ware, wo aber nicht, wo halt das Logo drauf hat und alles nicht richtig, der Einfuhr ist strafbar. Aber der Erwerb in diesem Land ist nicht strafbar in diesem Land. Das ist ja dann immer ein bisschen ein Konflikt bei solchen Sachen. Aber halt wichtig, dass es nicht den Käufer trifft. Ja. Weil er kann ja nichts dafür. Ja. Ich habe einfach nicht gewusst, dass das so ein... Also, dass das erstens... Also ich habe noch nie so bewusst das mal so in einer Headline, in einem Artikel halt gelesen. Und vor allem habe ich nicht gewusst, dass das so volles Geschäftsmodell ist. Mal. Also, eben so Vermieterservice in der Schweiz. Das Ja. ist, also, ich würde jetzt im Moment kein Vermietungsdings aufmachen. Ja, weil du es jetzt einfach gerade Weil ich es gerade gelesen habe. Ja, weil klar, du es gelesen hast. Ja. Aber wenn du hörst, mit wie viel Geld du mit so einem Auto kannst verdienen, nur weil es jemandem gibst, dann machst du es wieder. Also von dem her, das ist einfach das Berufsrisiko bei diesem Bereich. Aber das ist ja... Ich weiss nicht, bist du nie dabei gewesen, wenn wir für das Musikvideo irgendwo ein teures Auto geholt haben? Nein, ich glaube nicht. Also nie vor Ort jetzt mit dir. Ja, nein, einfach mit diesen Händlern. Das sind einfach immer meistens sind das irgendwelche Privatleute oder so, die ihre schönen Autos vermieten. Mhm. Und das grösste Risiko, das du eingehst, ist, dass irgendjemand klaut. Aber du kannst dich ja auch für das versichern. Ausser du bist der Kollege aus dem Wallis zum Beispiel, der das nicht versichert hat. Ja. Kostet auch Geld, so eine Versicherung. Und die werden dir auch sagen, ja, du musst das und das und das musst du nachweisen. Weil ich glaube, wenn zum Beispiel nur schon Leute mieten lässt, die einen Schweizer Pass haben, die in der Schweiz gemeldet sind, dann kannst das Risiko ist minim. Weil wenn er dein Auto klaut, kann er nie mehr in die Schweiz zurück. So. Also wenn es jemandem vermietet, der einfach Schweizer ist, zum Beispiel, oder halt Schweizer Staatsbürger, dann ist das Risiko schon viel kleiner. Wenn es dich aber null interessiert, wer das mietet, du deine Kontrollen nicht machst, dann wird das Risiko wieder grösser. Ja. Das ist heftig. Ja. Das ist eben auch noch ein bisschen weiter unten im Artikel steht jetzt, wenn er quasi auf eigenem Weg, weil genau das war das Ding, er hat keine Versicherung gehabt, Ja. und genau das abdecken irgendwie, Ja. weil es so ein privater, irgendwie gutgläubiger Mensch ist. Und wenn er jetzt das selber vor Gericht würde anfangen und so, dann muss er irgendwie mit 60'000 Stutz Verfahrenskosten, keine Ahnung was, rechnen. Und das kostet dann halt gleich mal sein Porsche. Ja. Also, hure blöd gelaufen für den. Ja, wenn er auch keine Rechtsschutzversicherung auch noch nicht hat, dann wird es immer Dann blöder. ist Aber ganz scheiße. Dann muss man sich auch wieder sagen, wieso vermietest du denn dein mega Ja, teure true. Auto? Also, ja, True. das... Sind wir eigentlich wieder beim Punkt, wenn du hure viel Kohle hast, du dir den Unterhalt aber nicht kannst finanzieren, dann solltest du auch kein teures Auto haben. Ja, genau. Ja, es ist wirklich das, ja. Voll Ja. heftig, ja. Aber es stimmt schon, in diesen Musikvideos, die wir schon gedreht haben, sind ja schon ein paar fette Kläpfe schon drunter gewesen. Ja, also von... Ja, ist mal ein tiefer Lamborghini ist glaube ich nie gewesen, aber Lamborghini Urus, was ist das noch? Ich kenne mich null mit Autos aus. Halt schon x Mercedes verschiedene, dann halt der nicht McLaren, der Maybach 2 verschiedene, Mustang, es gibt noch ja. Aber eben, es sind immer gemietete Autos gewesen, oder von irgendeinem Kollegen. Ja. Ja. Wild. Ah, voll. Ja, das hat mir mal irgendjemand im Ausgang gesagt, weil kann ich mich die Autos halt nicht interessieren. Ich habe es einfach geil gefunden. So. Aber für Autofans, genau, Limousinen natürlich noch verschiedene. Ja, keine Ahnung, für gewisse Leute ist das wahrscheinlich voll der
voll der Hype-Moment, wenn sie so im Auto hocken. Für mich ist es einfach ein überteuertes Gefährt. Ja. Teure Art und Weise von A nach B irgendwie chauffiert zu werden. Ja, mega. Ja, Voll. ja, true. Willst du langsam die Einführung, die Begrüßung machen? Jetzt hast du ja schon gemacht. Ja, nein, das wär die Übergabe für dich gewesen. Also in dem Fall begrüße ich euch jetzt ganz herzlich zum Podcast. Ja. Herzlich willkommen bei der heutigen Folge. Wir haben diese Woche nicht so viel Spannendes, also Erzählenswertes in dieser Folge. Aber wir probieren trotzdem ein paar Sachen zusammenzustiefeln. Mal schauen, was diese Woche sonst links und rechts alles passiert ist. Aber wir müssen, glaube ich, schon einfach ehrlich sagen, es ist nicht so viel geht auf dem Herd. Nein, bei oder mir ob. auch gar nicht. Nein, bei mir ist gerade auch nicht viel los. Es ist gerade ein kleines Jahr hat neu gestartet und jetzt geht es langsam wieder richtig normaler Alltag. Voll. Ja. Sonst läuft auch nicht so spannend irgendwie in der Welt. Ist jetzt auch gerade nicht so viel, wo irgendwie mich interessiert oder interessant ist. Ja. Das ist aber eigentlich auch mal schön, so ein bisschen Ruhe haben. Ja. Voll. Ja, bei mir diese Woche, also das Wochenende, war ein bisschen geprägt noch von Fasnacht. Ich bin im Oberreiberg, bin ja an die Fasnacht gegangen. Und es ist schon einfach lustig, so halt in einem kleinen Dorf, wo jeder sich kennt und so, an eine Fasnacht zu gehen. Und der Umzug, der war halt wirklich munzig klein gewesen. Es waren irgendwie, glaube ich, 15 Fasnachtsgesellschaften, die dort den Berg hochgekraxelt sind. Weil der Umzug ist nicht unten dran im Dorf, sondern ist dort, wo es noch ein bisschen gerade ist und nachher geht das Loch rauf. Was? Also Und die laufen von unten rauf, nicht von oben ja. runter? Oh, was? Und jeder, der nachher noch eins trinken will, im Dorf hat es ein paar Restaurants, aber die haben, so viel ich weiss, alle zu am Sonntag. Hat niemand offen irgendwie. Sondern man geht dann in die Schreinerei, weil die noch eine Bar aufmachen, geht man dann in diese Bar eins saufen. Und die ist zuoberst oben. Gemütlich. Ja, und nachher, wenn du dann besoffen bist, kannst du wieder runterrugeln. Ja. So in diesem Stil. Aber nein, es war voll entspannt. Aber die 15, nach einer halben Stunde, 3/4 Stunde, war der Umzug halt schon wieder durch. Es ist wirklich nicht viel passiert. Und auch so beim Zuschauen, sonst so ein Qualitätssiegel von einem guten Fasnachtsumzug ist ja auch, dass zwischen ihnen nicht so viel Abstand gibt. Zwischen den einzelnen Gruppen. Und irgendwie jetzt das Mal sind schon hure wenig Gruppen gsi. Und die rum waren, die sind so verteilt zu Laufen gekommen. Also das eine Mal haben wir wirklich 5 Minuten müssen warten. Sie sind immer in Sichtweite gsi, aber die haben einfach irgendwie nicht Führerschein machen. Gut, die haben ein bisschen ziehen, den Umzug. Ja, sonst wäre es noch schneller fertig Ja. gewesen, ja. Ja, das ist schon so. Ich war halt dort hinten noch nie am Umzug. So. Es ist halt schon so die kleinen Umzüge, die haben jetzt nicht so den Reiz. Also als Kind ist es lässig. Und wenn du dort aufgewachsen bist, ist es sicher auch lässig. Aber wir haben hier bei uns in Pfäffikon jetzt auch wieder die Bögen verbrennen gehabt. Bin ich auch nicht gegangen. Ist einfach, ja, ist halt so eine kleine Geschichte. So, ja. Ja, wir kommen jetzt dann sicher wieder mit über, wenn in Zürich der Bögen verbrannt wird. Ja, fix. Und dann heisst es, ob es ein schöner oder ein warmer oder ein Regner ist. Einfach, ob es einen guten Sommer gibt. Ein guter oder ein schlechter Sommer irgendwie. Ja. Ja, voll. Ja. Als Bögen verbrennen. Ich hatte als Kind immer so Angst vor dem. Also vor dieser Statue. Oder vor Nein, dem vor Feuer. dem Bögen verbrennen. Weil es am Schluss geklopft hat. Genau, zum Beispiel. Ja, also du einfach von dem ganzen Prozess Bögen verbrennen, habe ich immer Schiss gehabt. Ich habe das
als Kind aber nie live, nur im Fernsehen. Tele Zürich, dort, wenn es mit den Rössli so rundherum säckelt. Und Das ist dann, noch lustig, ich habe es glaube ich noch nie im Fernsehen geschaut. Ich habe schon Wiederholungen, also so Bildausschnitte gesehen auf Social Media, aber ich habe das noch nie geschaut. Weil es ist ja ein Event zum dort zu sein. Das ist ja nicht eins, was du im Fernsehen das ist halt schon das Thema, ja. 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 Und dort ist es eben auch eindrücklich, wenn du an diesem riesigen Feuer stehst und dort hat es Sprengkörper oben drüber. Das ist ja der Reiz dran. Ja. Was haben die das damals im Fernsehen Ja, geschaut? also oder? wenn ich mich zurückerinnere, wenn wir das geschaut haben, dann sind wir immer bei den Grosseltern im Einbrig hinein gsi. Und das ist halt nicht gerade in Zürich. Und dann haben wir es immer im Tele Zürich dafür am Abend in den Nachrichten. Ja. Hat es dann geheißen, oh, 14 Minuten, gibt keinen schönen Sommer. Gut, in den Nachrichten habe ich es auch schon gesehen. Ja, voll. Aber du kannst ja den Event schauen. du kannst auch live. Ja. Ich habe jetzt gemeint, ihr habt den Event geschaut. Ich glaube, ja, das weiß ich nicht einmal. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob es in den Nachrichten oder live irgendwie war. Aber live, aber vor Ort, habe ich noch nie, glaube ich, einen Bögen-Verbrennenden gesehen. Ja, das kann man schon mal erlebt haben. Das ist schon etwas, was man mal gesehen haben in der Schweiz. finde ich. Definitiv. Aber es ist jetzt nicht weltverändernd. Ja, aber irgendwo ist es ja gleich ein bisschen Kultur. Ja, voll. Etwas anzünden und schauen, wie lange das braucht, bis es klopft. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist ja auch ein kleiner Umzug. Also jetzt bei uns war es so gewesen, dass du hast dann am Anfang die Geisselklöpfer gehabt, das sind alle gekommen, dann laufen zum den huren Ding um. Dann kommen die Schellentypen laufen rum, ab und zu noch irgendwie ein heimischer, sonstigen Verein. Und dann am Schluss kommt dann der es anzündet mit den Fackeln. So war es bei uns eigentlich gewesen. Ja. Ja, und dann schauen halt alle zu, wie der Böck verbrennt. Ja. Es gibt wohl auch so eine Legende, also das hat sich wirklich mal ereignet, weil so ein Böck ist einfach mal verschwunden. Verschwunden? Also einen Tag oder 2 Tage bevor der hätte verbrannt werden, ist der plötzlich einfach nicht mehr rum gewesen. Okay. Also der hat irgendjemand vom Dorf hat den zu sich heimgenommen, irgendwo im Keller. Und der ist ja gross. Der ist irgendwie 6-7 Meter lang. Und der muss irgendwo in einem Garten, in einem Keller, irgendwo in einem Schöpfli, muss da noch ein Böck rumstehen. Also ist das erst gerade passiert, oder? Und in Wollerau? Ja, in Wollerau. Hat Wollerau einen Böck? Ja, wir tun damals auch einen Böck verbrennen. Und die sind nie am Böck verbrannt? Wir sind nie... Hä? Das ist Ganz hure schwach. strange. Das ist hure schwach. Ja. Das ist richtig schwach, aber das ist, glaube ich, noch nicht so lange seither. Also maximal 10 Jahre seither. Ja, also es ist ja nicht ohne. Es ist ja recht Sprengstoff, der dort Mhm. drin ist. Also, Ich weiss nicht, ob der Kopf montiert an es hat dem... ja nicht nur im Kopf Sprengstoff. Es hat auch in den Beinen und in den Armen. Einfach der grosse Knall ist im Kopf. Stimmt. Yes. Der ist gefüllt mit Sprengstoff. Ja, dann, wenn es Also, irgendwann einmal zu Wollerau ein bisschen klopft. Was bei uns mal passiert ist, bei uns ist mal, der ganze Böck hat schon gebrannt, also die Puppe selber hat alles schon gebrannt und dann ist der Kopf oben runtergefallen. Der ist aber noch nicht Platz gewesen, der ist dann runtergefallen, da ist einer mit der shit. Mistgabel hat der wieder so ein kleines Feuer reingerührt. Und das ist glaube ich der, wo sich meine Angst richtig manifestiert hat als Oh, Kind. shit. Weil ich denke dann, Dummy sicher, jetzt kommt der hure Böckkopf oben runter. Das ist, Scheisse. ja. Ich weiss auch nicht, wie das Sicherheitsmanagement an solchen Events gemacht wird. Und meine Ex-Freundin die hat immer gesagt, das ist so pure Tierquälerei. Weil die tun ja mit diesen Ross um das Feuer herumreiten. Und die Ross, die haben Todesangst. Auch wenn die das ist für die ist das Ding. Und die Klöpferei ist ja noch schlimmer. Und die müssen ja umreiten, bis es fertig ist. Ja. Also bis es alles getatscht hat. Ja. Das ist auch noch eindrücklich, also wenn wir beim Thema Ross und Schiessen in Kombination gerade sind. Ich bin ja in Kanada an einem Rodeo. Oder wie hat das geheißen? Doch, ich glaube Rodeo hat das. Oder Stampede. Irgendwie, keine Ahnung. Ich weiss es nicht. Ja, ist ja ich bin einfach in Kanada gewesen. so einen Dorfanlass, wo sich das ganze Dorf auch getroffen hat, wie Kilby. Und dann hat es dann auch Wettkämpfe gegeben
wie lange dass man auf dem Bull oben kann reiten kann. Das ist so. Rodeo. Ja, genau. Und dann hat es auch eine Disziplin gegeben, dass man der Reiter, der Cowboy, ist auf dem Pferd oben gewesen. Und dann hat es einen Parkour gegeben, so ein Slalom. Und auf jedem Slalompfosten hat es einen Ballon noch angebunden gehabt. Und der Reiter hat die Ballone abschießen. Das Ross musste Slalom und am Schluss hat man dann gezählt, wie viele Ballone das der Reiter abschiessen konnte. Und die Zeit hat auch noch gezählt. Also das war wirklich noch eindrücklich gewesen. Ja. Aber bei uns in der Schweiz absolut unvorstellbar, dass man so etwas mit den Tieren machen darf. So tierschutzmässig, hätte ich jetzt gesagt. Ja, lassen wir das der Schweiz. Ja. Also, weiß nicht. Das Problem ist, es sind ja Nutztiere. Und Nutztiere haben auch bei uns in der Schweiz ein anderes Recht weder sonst Tiere. Es gibt ja geschützte Tiere und also ich glaube auch ein Pferd hat auch in der Schweiz nicht so viel Recht. Also ich weiss, da mache ich mich bei der Reiter-Community nicht beliebt, aber ich bin ja dort auch immer mal wieder mit und dann mal Springreiten und mal dort am Turnier und das. Und es kann mir keiner erzählen, dass die Pferde das lustig finden. Die werden in einen Anhänger dingselt, werden dort chauffiert, dann werden sie blöd gesagt von ihrem Ding gezwungen, über die Hindernisse zu säckeln. Und ja, werden dann wieder eingeladen, blöd gesagt. Und ja, die Leute, die wollen ja alle den Pferd nichts Schlechtes. Aber ja, mir hat mal einer gesagt, ja, weißt, wenn die Rosse wüssten, dass sie stärker sind wie wir, dann würden sie sich das nicht gefallen lassen. Und bei mir ist halt nur angekommen, ja, irgendwie quälen wir die Tiere schon, sie wissen es nur nicht. Also, ja. Es ist für mich einfach was anderes, wie einen Hund zu haben, zum Beispiel. Weil beim Hund kann ich mir vorstellen, dass er das Freude hat. So, wenn du ihn bei sich hast. Aber ein Ross? Weiß ich nicht. Also sicher keine Frage, dass die Leute, die Ross haben, super gut zu diesen Tieren schauen. Also, die haben ein mega Herz für die Tiere. Aber ob es im Großen und Ganzen etwas Lässiges für die Tiere ist, weiß ich nicht. Weil ich glaube, die Freiheit, die Natur wäre immer lässiger. Ja, definitiv. Bei so Tieren, oder? Es hat etwas Ähnliches wie so einen Walfisch oder so, wo du einsperrst. Das sind halt alles Tiere, die normalerweise im echten Leben riesige Distanzen zurücklegen. Ich meine, ein Hund macht das nicht. In der Natur ist es ja ich weiß nicht. Hunde gibt es ja. Gibt es Hunde überhaupt so in der Natur selber? Oder also ist das einfach dann eben der domestizierte Wolf? Ich glaube schon, der Hund ist eben der domestizierte Wolf irgendwo. Und den hat man halt in x-tausend verschiedene Rassen gezüchtet, keine Ahnung was. Aber der Ursprung wäre eigentlich schon der Wolf, habe ich gemeint. Aber ich kann mich da auch hertäuschen. Ja, das ist jetzt wie blöd gesagt, das Pferd ist wie ein bisschen, wenn du jetzt den Wolf würdest nehmen und als Hund halten. Passt nicht so ganz zusammen. Aber es gibt sicher auch Rösser, die auch wie so ein Border Collie oder so sind. Weißt du, so, wo schon... für das so ein bisschen angezüchtet worden sind. Genau. Und blöd gesagt, wo einfach die Natur-Dinge gar nicht mehr so drin sind. Aber keine Ahnung. Ja, das ist jetzt schwierig zum... Aber Rösser und ich sage mal, ob es die Rösser da besser haben wie dort, ich weiß es jetzt nicht. Ja, also vielleicht. In der Natur gibt es halt einfach wieder andere Probleme oder Herausforderungen. Ja, also es sind Fluchttiere. Und du tust ja eigentlich, wenn du eben so das Klopfen, die Ross, die haben natürlich gesehen Angst vor dem Knall. Und du tust so lange sie die Angst aussetzen, bis sie die Angst nicht mehr haben. Ja, und das ist einfach kein geiler Prozess. Egal, ob es jetzt ein Ross ist oder so. Ja, ich weiß auch nicht. Ja.
Müssen wir mal das Ross fragen. Hey, wieso machst du so ein langes Gesicht? Ja. Oh Mann. Ja. 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 Hast du zu diesem Punkt gar noch etwas? Nein, gar nicht. Gar nicht. Ich habe noch Erfreuliches zu verkünden, und zwar, dass ich dieses Wochenende mal wieder Lego gespielt habe. Oh. Also auch im Übrigen mit der Cousine haben wir uns einen halben Nachmittag das zweite können mit Lego beschäftigen. Ah, geil. Und das ist halt, wenn du mit kleinen Kindern Lego spielst und du selber bist irgendwo im Kopf auch noch ein Kind geblieben. Du musst geschwind deine Cousine definieren. Wir kennen alle deine Cousine meine- nicht. meine Weißt? Cousine- Ich hätte zuerst gedacht, du meinst eine andere Cousine und die ist kein Kind. Und dann habe ich gedacht, Also die Cousine, die ich jetzt hier am Reden bin, sie ist 9, glaube ich. 9, 10. chillig. Etwas um das herum. Und es ist halt wirklich hure herzig, wenn du mit kleinen Kindern Lego spielst. Weil ich bin genau, und das wissen die jetzt da zuhören, genau auch so ein Lego-Kind gsi, das sich Stunden, nachmittagweise hat in Lego-Welten vertiefen, und dann ein Kind nebendran haben, das sich nochmal genau gleich so in das kann reinsteigern kann. Und ich genau halt auch nochmal. Also es war hure befriedigend gewesen. Einfach mal wieder ich habe eine Piratenschatzinsel habe ich angefangen zu bauen. Oh, geil. Und einfach so mit vorgeschrittenem wie sagt man, Bausystem oder Bautechniken. Bautechnik. So. Also wo ich irgendwo Mit im Internet... Snop-Blick Ja, wie ja, heisst ja. das? Snop-Bild-Bautechnik oder Ja, so? ja, das genau. sind illegale Bautechniken. Oh mein Gott. so Genau. gut. Also einfach Zeug, die ich in irgendwelchen krassen YouTube-Videos schon gesehen habe, wie man Lego kann bauen und auf was das eben so die Detailsachen, auf was das dort drauf ankommt. Und dann, ich bin 2 Stunden bin ich nur am Fundament dran gewesen, um das genau so zu machen und vor allem hure stabil bauen, dass das, egal was passiert, das Lego haltet stand. Das kann runterfallen und das bleibt. Und ja, das war hure geil gewesen. Wow. Das war wirklich hure geil. Haben sie dann irgendwie so grosse Kisten gehabt mit ganz vielen Lego? Oder? Riesig grosse Kisten. Oh, und geil. vor allem, das sind alles die alten Legos, die wir früher hatten. Die sind jetzt zum Omi hindern und jetzt dürfen Ach alle so. mit denen spielen. Genau. Ah, ja, Voll, geil. bis dann irgendeiner bei mir oder bei meinem Bruder wieder so weit ist. Und dann kommen die Legos ein neues Plätzchen über. Cool. Und das ist halt schon geil bei Lego, weil Lego ist schon auch einfach ein Produkt oder eine Spielsachen, die praktisch unzerstörbar sind. Also es hat nicht irgendwie eine Batterie, die mal ausläuft oder irgendwie Knöpfe, die nicht mehr gehen oder so. Es kann schon sein, dass Plastik mal ein bisschen spröde wird. Dass mal das Klötzchen irgendwie kaputt geht. Aber alles in allem ist es ein hure langwieriges Spielzeug. Ja, es ist halt eine simple Sache. Es hat keine Mechanik drin oder so, die kaputt gehen kann. Voll. Aber ich weiss jetzt nicht, also wenn ich meine kleinen Brüder anschaue, glaube mir, Lego können kaputt gehen. Man kann Leim dazwischen kleben, man kann es anmalen, man kann es schmelzen mit dem Feuerzeug. Ja sicher, Lego können auch ganz gut kaputt gehen. Also das Aber weiss dein kleiner Bruder, dass Legos schmelzen können? man kann sie ausprobieren. Okay. Aber vor allem der Leim. Der Leim. Der Leim. Der Leim ist Das muss hoch ja im heben. Kurs. Ja, nein, aber so Zeugs probieren Kinder aus. Ja. Also bin ich... Gut, vielleicht bin ich früher einfach zu scheu gewesen, Ja, um das der Lego anzutun. Ja, oder viele Sachen weiss man doch auch nicht mehr. Weißt du, wie viele Sachen probiert man als Ja. Kind aus? Du probierst ja alles Mögliche aus. Du nimmst auch alles ins Maul. Trotzdem Ja. magst du dich nicht mehr erinnern, wie du alles im Maul gehabt hast. So. Ja, stimmt schon. Also Lego hatte ich hure häufig im Maul gehabt. Das ja, weiss Lego ich ist noch. schon auch so ein... Lego war ganz geil im Maul. Ja. Ja, aber dann weisst du ja, dann, auch so gehen sie kaputt, zum Beispiel. Weil nachher kannst du es nämlich nicht mehr brauchen, wenn sie Ja. verkeuert sind. Ja, und ich glaube, ich habe auch X-Teile runtergeschluckt.
Du, das kann sein, die kommen wieder raus. Ja. Tut vielleicht einfach weh beim Kacken. Ja. Aber ich glaube, das Coole ist halt bei den Legos auch, du kaufst 10 Produkte und du kannst sie alle zusammen benutzen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Coole am Lego. Viele Spielsachen sind halt einzelne Spielsachen. Ja. Und Lego ist halt auch, wenn du jetzt 30 Jahre später noch ein Lego kaufst, kannst du es auf die Lego-Steine setzen, die vor 30 Jahren gekauft hast, blöd gesagt. Das macht es halt schon ein bisschen zeitlos. Das ist schon geil. Extrem, ja. Ja, und auch generationenübergreifend. Also das, wo das ausschlaggebende Kriterium, habe ich das Gefühl, ist immer Kreativität. Das, was bei dir im Kopf, das, was du dir vorstellen kannst, kannst du mit Lego bauen. Und dass das eben über 2, 3, 4 Generationen hinweg irgendwie Leute kann faszinieren, das ist schon heftig. Für irgend so ein bisschen Plastikteile. Ja, es ist halt ein bisschen wie die fortgeschrittene Version vom Zeichnen. Wenn ein Kind Langweile hat, weil es nicht mehr zeichnet, weil es alt geworden ist, blöd gesagt, dann kann es mit Lego spielen. Es ist eine Dimension mehr so. Es ist halt 3D und nicht 2D. Aber es hat das gleiche Prinzip. Also bei uns das Wochenende war 4D. Ja. Mit Geschmack. Oh. Weil wir haben nach dem Abendessen haben wir Lego gespielt. Ja. Ja, fix. Nein, also ich weiß nicht, Lego ist halt auch etwas, was nicht unbedingt für kleinere Kinder ist halt. Also, ich meine, mein kleiner Bruder, der hat Lego, er hat eigentlich viele so Spielsachen, aber mit dem, was er am meisten spielt, sind eigentlich Kapla. Kapla ist noch geiles Das war aber System auch wie ein der verdammt Lego. geiles Spielzeug früher. Es sind halt einfach Hölzchen, die alle gleich gross sind, damit du sie kannst aufeinander bauen kannst. Das ist, finde ich, fast noch ein sickeres System, gerade im Hinblick für Kinder. Weil halt Holz ist auch, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, da musst du es auch blöd anstellen, dass du es schaffst, bei Kaplan Speisen zu holen. Aber sonst kann eigentlich nichts passieren. Verschlucken ist auch schwierig. Ja, eben, ja. Alles das Und- Zeug, was bei Lego der Ja. Struggle ist bei Kaplan gelöst. Ja, true. Das Einzige ist halt, du kannst es nicht so für die Ewigkeit bauen, wie das jetzt das Lego kannst. Das ist so. Ja, ich weiss noch, das war glaube ich in der 3. Klasse. Dort sind wir etwa am Mittagstisch haben wir müssen. Und nachher hat es in diesem Mittagstisch hat's auch Kapla gegeben zum Bauen. Und es hat einen an der Schule gegeben. Ich sag den Namen jetzt nicht, aber es hat einen an der Schule gegeben, der war glaube ich in der 5. oder in der 6. Klasse gewesen. Und um sich diesen Menschen vorzustellen, der ist wie bei Simpsons der Nelson. Der Haha. Wow. Weißt du welchen? Nein. Ah, okay. Aber ich bin auch nicht so im Simpsons-Game. Ja, aber immer der krasse Typ, der so mit der zerrissenen Jeansjacke und alles schwarz und so. Er ist Einzelgänger und er fickt jeden an. So der Typ Mensch war der dort. Gewesen. Und der Kollege und ich so voll schöne Kapla am Aufbauen. Und der Sieg läuft richtig breit rein, rührt unser Kapla einfach um und dann ist es losgegangen. Und dann? Und dann ist die. Eigentlich war es gar nicht so krass gewesen. Nachher ist die Kinderbetreuerin gekommen. Das ist im Fall nicht so lieb. Und dann hat er irgendwie «Fick dich» gesagt. Und dann war irgendwie gegessen gewesen. Ja. Ja. Also so viel zu der Kompetenz zu der Person, die dort im Mittagstisch gearbeitet hat. Ja. Und wir haben vor allem wieder im Kindergarten mit Kapla gespielt. Mittagstisch haben wir andere Sachen gemacht. Das heisst? Mit den Mädchen Fangis gespielt, mit den Mädchen andere Sachen gespielt. Ja. Ich glaube, ab 3. Primar oder so habe ich in der Schule gar keine anderen Interessen mehr gehabt mit meinen Homies wie den Mädchen. Wirklich? Ja. Ist das dort schon losgegangen? Ja, bei uns ist krass gewesen. Ich bin aber auch immer bei der, Achtung,
in Anführungs- und Schlusszeichen versucht, bei den Coolen dabei zu sein. Und die Coolen haben halt immer viel mit den Mädchen zu tun gehabt. Ja. Ich bin aber dann weniger einer von denen, der da irgendwie voll die Initiative ergriffen hat. Ich bin auch mit Abstand der Kleinste und so. Ja. Ja. Ich wäre wahrscheinlich der Arsch gewesen, der es umgerührt hat. Hätten wir jetzt noch können Und ich vorstellen. der im Ecke brüllt. Ja, du und dein Kollege. Ja. Wären dann zwei gewesen. Ja. Ja. Auch wir haben mit Kapla im Kindergarten immer Türme gebaut, bis an die Decke rauf, so, oder so weit wir gekommen sind. Und dann sind wir reingerannt. Das war unser Ziel. Tsunami. Ja. Ja, voll. Ja. Wir haben weißt du, das letztes Jahr ist das, glaube ich, haben wir eine neue, aber das war nicht Kapla, sondern Django. Oder wie? Django? Jenga. Jenga. Nicht der Film Django. Jenga. Oder Jumanji. Genau. Und dort haben wir eine selber entwickelte Form von Jenga haben wir ja dürfen mal mitspielen. So eine abgewandelte Ja, ich glaube, das Suff-Version. kennt man. Also. Kennt man das? Ja, das kennt man. Also ich habe das bei ihr nicht das erste Mal gesehen. Das ist schon ein paar Kollegen. Ich habe das bei ihr das gemacht. erste Mal gesehen. Ja, es ist halt einfach, du tust auf Jenga-Stein unten dran Trinkaufgaben oder Fragen draufschreiben und spielst Jenga. Mm, Ja, voll. mit diesen Trinkaufgaben. Ich glaube, bei der Pfadi haben wir das auch schon gehabt und so. Ja, voll. Er war dort wirklich das erste Oder Mal. halt das Leiterli-Spiel, wo du auf die Feldli Aufgaben draufschreiben. Mm. Voll. Zum Beispiel. Oder Meieren. Was ist Meieren? Meieren, das ist, du hast, jetzt muss ich überlegen, es sind zwei, genau, du hast zwei Würfel unter einem Becher, unter einem Hölzchen oder so, wo es drunter liegt. Und dann hockst du im Kreis und dann tust du schütteln. Und dann gibt es in dem Sinn, entweder hast du ja ein Paar, es gibt ein 1 bis 6, oder was dann das nächsthöchste ist, nach diesen Paar, also natürlich das 1 und 1 ist das tiefste Paar und 6 und 6 ist das höchste Paar. Und dann gibt es noch den Meier. Der Meier ist 21, also 2 und 1. Jetzt ist es so, sagen wir, ich fange jetzt an, dann schüttle ich, schaue ich drunter und dann sehe ich habe ein 3 und ein 4. Dann gibt das immer die kleinere, ich glaube, es ist immer die kleinere Zahl vorne. Also es gibt dann einfach 34. So. Und dann, weil ich der Erste bin, sage ich zeige niemandem, was ich gewürfelt habe. Ich schaue eben selber, sehe, ich habe 34 und dann gebe ich es am nächsten und sage 34. Und dann kann er entscheiden, entweder glaubt er mir das oder er glaubt mir das nicht. Dann, wenn er mir das nicht glaubt, kann er aufdecken. Wenn ich falsch gesagt habe, muss ich trinken. Wenn er falsch liegt und es stimmt, muss er trinken. Weil er muss ja dann wieder schütteln. Er darf nicht darunter schauen, was ich habe, sondern er muss dann, entweder, wenn er es mir glaubt, schüttelt er wieder und dann muss er höher sein wie meine Zahl. Ja. Oder mein Bärli oder etwas und muss es dann wieder weitergeben. Und der Nächste glaubt es oder glaubt es nicht. Und das Ziel ist Meier. Und Okay. Meier kann man kann es auch mit nicht drunter schauen, weitergeben. Zum Beispiel und so. Und es ist dann eigentlich immer ein Anschwindeln oder eben nicht anschwindeln, ein Glück haben oder nicht Glück haben. Du darfst dann, wenn du jetzt schüttelst und du schaust drunter und siehst, Scheiße, ich bin tiefer wie der andere, dann kannst du entweder lügen oder du kannst nochmal schütteln, darfst dann aber nicht mehr drunter schauen, sondern darfst dann nur noch sagen, was du hast. Und dann kommt der andere wieder entscheiden und so. Ja. Und ja, genau, es geht dann so rundum. Das Ja. spielst du eigentlich auch am Abend so parallel. Okay. Es ist noch ein lässiges Spiel, es macht mega Freude. Ja. Weil du halt immer so ein bisschen, du bist eigentlich normal am Abend und dann kommt immer mal wieder der Becher zu dir. Und dann musst du schauen, ob du es glauben kannst oder ob du es nicht glauben kannst. Ja, das ist ein witziges Spiel. Ich kenne einfach von Werner Beinhardt, das war auch ein hure geiler Film früher. Posch. Und das war dort Genau, irgendwie das ist das ein Posch. 21 gewesen. Also nein, Pasch ist ja eigentlich, einer Pasch ist 1 und 1, Zweier Pasch ist 2 und 2. Dreier Pasch ist, also Pasch ist einfach ein anderes Ding, so nennt man es einfach. Für das ein Doppel. Bärli. Für das Bärli, genau. Okay. Also man sagt dann Dreier Pasch Ja. und dann gibt man weiter. Ach so. Voll.
Dann habe ich den Film nie Es gecheckt. gibt noch, ja, das kann sein. Es gibt noch, in dem Sinn so ein bisschen, in der Gruppe entwickelt sich dann mit der Zeit so ein bisschen unterschwellige Sachen. Du kannst dann zum Beispiel sagen, ein guter Dreierpass. Kann es sein, dass es ein Viererpass ist? So Sachen. Weil dann kannst du zum Beispiel sagen, wenn der andere sagt, ein guter Dreierpass, und dann sagst du, also gut, ein Viererpass, und gehst es gerade weiter. Und dann muss der andere glauben oder nicht, dann wird es dann tut sich schon so aufstapeln. Kann ich den letzten 2 glauben? Oder? Also es ist wirklich es ist so simpel. Du brauchst nur einen Würfel, ein Büchlein, also 2 Würfel, ein Büchlein und einen Becher. Und dann kannst du das spielen. Geil. Ja. Musst aber ein paar Leute sein. Ja, Also das wenn zweite so, ist wahrscheinlich das zweite langweilig. ist langweilig. Ja. Auch das dritte oder das vierte, würde ich jetzt sagen, ist es nicht so spannend. Ja. Weil es ist halt schon auch cool, wenn zum Beispiel dann auch die Leute die Plätze auch immer mal wieder wechseln. Weil mal einer aufsteht, etwas geht trinken, dann hockt jemand anders steht, gibst es mal dem über oder so. Ja, Crazy. Noch nie in meinem ganzen Leben gespielt. das ist lässig, das macht noch Spaß. Meieren. Meieren. Geil. Voll. Müssen wir auch mal machen. Ja, sehr Wenn wir mal gerne. unterwegs sind. Mhm. Ja, Meier ist lässig. Voll. Ich weiß nicht, es gibt auch sonst noch mal. Es gibt noch mehr so Spiele, aber das kommen wir gerade nicht in den Sinn. Ja, Arschlöcheln ist immer, das ist vor allem in der Oberstufe, hat jeder gearschlöchlert. Ja. Und dann vor allem im Militär. Das ist noch lustig, Arschlöcher haben wir nie gespielt, wir haben immer nur Games gespielt. Ja. Games haben wir gespielt, aber sonst Arschlöcher ist ja das gewesen, wo du nachher so Buchstaben bekommen hast, oder? Mhm. Das A und so. Ja, voll. Das habe ich nie verstanden, wie das Spiel funktioniert. Ist nicht... was ist... Oder ist das nochmal ein anderes gewesen? Wo irgendwie mit meinem Kollegen... Das so, ist Games. Das ist Games, oder? Games, Doppelgames. Doppelgames? Gegen Games. Gibt's auch? Ja, sicher. Ja, du hast Krass. ja, eben, du machst ja bei Games machst du ein Zeichen ab. Ja, mit genau. deinem Kompagnon. Und wenn die andere Gruppe die haben das Zeichen gesehen, bevor es der Teamkamerad gesehen hat, können sie sagen gegen Games. Und Ja. wenn die anderen dann Games haben und sie haben gegen Games, dann haben sie auseinandergenommen. Ah, okay. Ja, das Ja, ist ja. der Gegengames. Ja. Und der Doppelgames ist, wenn beide ein Games haben. Geil. Ja. Und irgendwie im Militär haben wir nochmal eine ganz neue Form habe ich kennengelernt, aber ich weiß nicht mehr, wie das geheissen hat. Also vom Games, oder? Nein, vom irgendwie nochmal anders jassen, aber du hast 2 Sätze hast du gebraucht und irgendwie ich weiß nicht mehr, wie es gegangen ist. Aber das haben wir auch stundenweise können machen. Und dann ist eben wieder mal jemand ausgestiegen und dann hat einer wieder einen Auftrag gefasst und dann das war verdammt lustig gewesen. Es gibt witzige so Spiele. Mhm. So Ganz simpel. einfach. Ja. Voll. Und da brauchst du kein PS5, kein Switch, kein weiss Nein, nicht was. Aber du brauchst Kollegen. Facts. Ja, Facts. Facts. Darum spiele ich jetzt PS. No. Oh Mann. Nein, Alter, no front zu viel. Ich liebe noch meine Friends. Ja. Oh Mann. Oh Mann. Ja, voll. Ja, ich studiere gerade die ganze Zeit für das eine Spiel, aber es kommt mir auch nicht in den Sinn, wie es heisst. Oder wie es funktioniert hat. Das war aber auch in dieser Kategorie gewesen. Und was wir früher noch viel gemacht haben, ist halt so Fußballspiele. Arschball haben wir viel gespielt. Ja. Psychoball haben wir später gespielt. Was ist Psychoball? Das ist, das Konzept ist eigentlich in einer Turnhalle. Beide Teams haben eine grosse Jumbomatte auf einer von der Seiten der Halle. Und dann gibt es einen grossen Medizinball, die wirklich fetten. Und es gibt in dem Sinne keine Regeln, außer Beißen, Schlagen und so, du nicht darfst. Einfach so wirklich illegales Zeug. Aber sonst geht es eigentlich darum, es ist ein Rugby ohne Regeln. Und du musst den Jumbo-Ball 3 Sekunden auf die Matte vom Gegnerteam drücken. Und weil es halt so ein riesiger Ball ist, können blöd gesagt 3 Leute gleichzeitig den Ball heben. Und das ist ein riesiges Gemetzel. Wow. Und das haben wir abgewandelt und haben dann ein Olle-Spiel entwickelt. Und das Olle-Spiel hat so funktioniert, in der 2., 3. Sek, das ist dann irgendwann verboten worden von der Schule, sind wir wirklich so, von allen 3 Sek-Klassen sind fast alle Jungs, die sich getraut haben, sind aber auf den blauen Platz vom Weid und dann hat es dort 4 Basketballkörbe.
Und unsere Regel war, wir haben einen Tennisball in die Runde gerührt, also einfach am Boden. Und wenn du ein Olle bekommen hast, also wenn dir jemand ein Tunnel geschoben hat mit dem Ball, dann haben dich alle dürfen schlagen, so lange, bis du Eisen berührt hast. Und das sind nur die 4 Körbe gewesen, oder halt der Haken auf der Seite. Und ja, da haben die Leute aus dem Maul geblutet, haben das Handy haben wir kaputt gemacht. Ja, das ist recht eskaliert. Und ich weiss noch, es hat immer so, der Moment war immer, wir halt, die im FC waren, oder? Haben einen leichten Vorteil gehabt. Und haben dann oftmals die anderen Leute, die halt nicht so mitspielen, weil sie halt nicht im FC sind und keine Chance haben. Wir haben die amigs motiviert, das Oleg schon total verprügelt. Es war wirklich asozial gewesen, muss ich sagen, wenn man so zurückdenkt. Aber ich mag mich noch an eine Szene erinnern, wo einer ein Olle kassiert hat. Das war so ein grosser Holländer. Grüß gehen raus, geiles Sieg. Und dann hat er irgendwie zurückginken und dann hat einer sein Bein festgehabt und haben ihn so umgerührt. Und dann hat irgendeiner ihn ginkt in sein Bein, also in seine, dort wo die Hosentasche ist, wo das Handy drin ist, und das war nachher kaputt gewesen. Scheiße. Ja, voll. Ja, es ist schnell. Eben, es war eine Frage von der Zeit gewesen, bis es dann halt so getatscht hat, dass dann die Lehrer verboten haben. Weil wir haben es dann eben irgendwann nicht mehr beim Tennisball auf dem Pausenplatz belassen, sondern wir haben ja Finken gehabt. Und mit den Finken kannst du das Olle-Spiel ja auch spielen. Alle haben Finken an den Füßen und wer das Olle kassiert, wird einfach geschlagen, bis er Metall berührt. Ja. Ja, voll. Scheiße. Ja, jeden Tag, wo du kein Olle bekommen hast, ist ein guter Tag. What the fuck, alter Schwede. Ja. Also das einzige Spiel, das bei uns auf dem Pausenplatz mal verboten worden ist, war Mürli-Kampf. Mürli-Kampf? Mürli-Kampf. Aufs Mürli aufstehen und runterrühren, oder? Also ja, am Ende des Tages geht es genau um das. Aber es war so ein Meter hohes Mürli, so auf beiden Seiten 1 Meter. Und nachher so wie Hahnenkampf. Hat man dann, glaube ich, auch noch gesagt. Ja. Gückeli-Kampf. Bist auf einem Bein, glaube ich, so ein bisschen am Rumgümpeln gsi. Hast beide Arme so verschränkt gehabt und hast den anderen probiert halt runter zu schupfen oder runter zu manövrieren. Und dann hat es auch mal ein Mädchen gegeben, das aber wirklich Vollgas auf die Fresse geflogen ist. 1 Meter ab dem Mäuerchen, gerade wirklich im Bäuchler, die Fresse am Boden angeschlagen hat. Und dort hat sie, glaube ich, einen Zahn, gerade einen Schaufelzahn vorne verloren. Ui. Und dann ist ein Krankenwagen und so das Volle. Und die Kinder sind halt auch selber hure verschrocken. Es ist ja nicht die Absicht, den anderen dort runterzurühren, dass dort ein grosses Tamtam passiert. Würde ich jetzt auch bei euch nicht behaupten. Ja. Lassen wir so stehen. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Bei uns muss ich schon sagen, weißt, die Gruppe war so gross gewesen, also es sind wirklich so zwischen 15 und 20 Jungs gewesen. Du hast ja dann nicht mehr herauserkennen, wer was war. Also es ist dort schon ein bisschen... Es ist ja mehr ums Schlägeln gegangen dort, anstatt ums Spielen. Ja, Pfäffiken Downtown. Ja, Pfäffiken ist da schon... Scheiße. Wir sind da schon ein bisschen extremer gewesen. Ja, Mürli-Kampf war so das Extremste gewesen, oder einmal, in Wollerau haben wir ja so eine Kunststraße haben wir ja gehabt, auf dem unteren Pausenplatz. Und nachher hat es dort, das war immer vor der Religionsstunde, ist das gewesen, wo wir irgendwie ein bisschen länger oder ein bisschen anders Pause hatten als alle anderen. Und dann sind alle Fußball spielen. Und dann hat es eben auch so die altbekannten Grüppli gegeben, links gegen rechts so. Und nachher, die haben sich auf den Tod irgendwie gehasst. Und dann ist es dann irgendwann nur ums Faulen gegangen und hinten reingrätschen und also wirklich auch richtig primitiv. Aber es ist nie irgendetwas Schlimmes passiert, jetzt bei uns. Ja, gut, also etwas Schlimmes ist bei uns auch nie passiert. Also, es hat sich niemand etwas gebrochen oder so. Es war eigentlich einfach total rabiat, was wir gemacht haben. Aber es war auch lässig. Ja, keine Ahnung, also wir sind halt schon nicht so die Anständigsten gewesen, muss man sagen, in der Schule. Ich bin einfach eher der Mitläufer bei dieser Gruppe. So. Aber kein Deut besser, also vom Ding her. Aber wir haben schon
bei uns haben wir viel Scheissdreck gemacht. Die Leute haben sich, also ich mag mich zum Beispiel noch erinnern, an Musikunterricht haben wir irgendwie, hat der eine immer weiter... Oh mein Gott, jetzt ist mir auch noch etwas in den Sinn gekommen. Weiter, hat irgendwie dumm da und der Lehrer hat sich nie durchsetzen. Da hat der Lehrer gesagt, so, jetzt gehst du zum Rektor. Und der andere einfach, nein. Doch, du kannst, nein. Und am Schluss hat er den Rektor gebracht, weil er ist nicht gegangen. Und dann hat der Rektor gesagt, komm mit. Und er ist natürlich dann mitgegangen. Und ja, das sind dann Erzählungen, die nachher gekommen sind, dass es geheißen hat, ja du, wir wissen, dass er ein Komischer ist, aber gang wieder zurück, benimm dich ein bisschen. So. Ja. Aber bei uns war es schon nicht ohne. Wir hatten auch einen Lehrer, den haben wir auf dem Gang immer beleidigt. Ja, der hat aber auch einen blöden Namen gehabt. Da hat man einen Reim drauf machen mit Nazi drin. Okay. Ja. Und dann hat es noch etwas mit Pädophilie zu tun gehabt. Jeder, der ihn kennt, weiss jetzt vielleicht, wer ich meine, aber sonst weiss es nicht, hoffe ich. Und den haben wir dann immer ganz schlimm genannt. Und so. Wobei, ich muss sagen, da habe ich mich dann nie getraut, so etwas zu machen. Also einfach nur... Wir waren schon frech und so, aber jetzt sage ich, die, mit denen ich gehängt habe, die sind dann schon auch noch mal ein bisschen nicht anständiger, aber irgendwo hast du schon Anstand gehabt. Also auch wir haben irgendwann gewusst, wenn es fertig war. So. Also ich sage jetzt, an dem Moment, wo ein anderes Handy kaputt gegangen ist, hat nachher auch niemand mehr gelacht. Oder wo wir einmal am einen Kollegen so fest einen Finken ins Gesicht geschossen haben beim Olli-Spiel und dann hat noch ein anderer noch reingeschlagen, weißt du? So eine richtig blöde Kombination. Und der ist brüllend weggelaufen und dann ist ihm gerade der Lehrer entgegengekommen. Und ja, das hat ein riesen Theater gegeben. Ja. Mit Gesprächen mit der Lehrerin. Und meine Mama hat das Telefon bekommen von der Lehrerin, was geheißen hat, ja, der andere mobbt den und den. Und meine Mama hat irgendwie nur gesagt, ja, aber das sind doch Kollegen. Ja, der mobbt den. Ich habe nie einen Zusammenschiss bekommen. Ja. Wir sind einfach dumme Jungs gewesen. Sicher haben wir den auch irgendwo gemobbt, aber keiner, glaube ich, aus einem bösen Gedanken raus. Man hat es einfach nicht besser gewusst. Und man hat einfach gewusst, bei uns war es halt schon ein bisschen fressen oder gefressen werden. Ja. Pfäffiken. Mhm. Oh, und es hat schon ein paar gegeben, die mal verprügelt worden sind. Recht. Also ich habe mir auch mal einen Flatter gefangen. Von heute einem meiner besten Kollegen. Ja. Weil er hat meinen Kollegen schlagen. Ich habe gesagt, nein, du darfst ihn nicht schlagen, bevor du ihn schlägst, schlag mich. Ich habe natürlich gedacht, er schlägt mich nicht und hat mich geschlagen. Dann habe ich einen Flatter kassiert nach einem Und dann der Kollege? Wie? Und nein, der andere Kollege nicht. Die nicht Rechnung war ja dann beglichen. Okay. Ja. Fair. Ja. Darum jetzt dein bester Kollege? Ja, definitiv. Ja, lustig. Also bei uns ist schon ein bisschen heftig zu und her gegangen. Sie haben mal einen in den Spind eingesperrt, in der Garderobe. Der hat irgendwie mit grossen Beleidigungen um sich geworfen, 2, 3 kassiert und ist dann in den Spind hineingestopft worden. Autsch. Ja. Ich mag mich nur noch erinnern, das war in der Oberstufe, auch Musikunterricht, darum ist mir das gerade in den Sinn gekommen. Und der eine von unserer Klasse, ich muss sagen, in der Oberstufe bin ich eher ein Braver gsi. Dort habe ich recht irgendwie ein bisschen gespurt und so Hausaufgaben immer schön gemacht und so halt ein bisschen strebermässig. Ein bisschen strebermässig? Ja, Muttersöhnli oder weiss auch nicht, der gewünschte Stiefsohn mäßig so. Mhm. Und dort hat es einen gegeben, Musikunterricht. Wir hatten wirklich eine Musiklehrerin, die von der Persönlichkeit recht schwach war. Also wenn wir geschwätzt haben und so, die hat nie durchgegriffen und die hat da... Also musikalisch wäre die voll begabt gewesen, aber es hat einfach niemand interessiert. Ja, schon klar, ja. Und wo sie uns dann hat erklären, was halt der Unterschied zwischen einem 3/4, 4/4 und 5/4 Takt ist. Vom Schlagzeugspielen habe ich ja das gekannt und gewusst, aber halt alle anderen hat es gar nicht interessiert. Und irgendwie, es war eine ganz komische Situation. Es hat einfach so... Irgendetwas war in der Luft. Und du hast gewusst, es ist richtig angespannt. Und dann der ein Kollege, irgendwie aus der zweitletzten Reihe, hat der so wie Parkour, hat der Sprünge über Pult drüber gemacht,
in die zweite vorderste Reihe, hat den Kopf von einem Mädchen, also richtig am Haarschopf, so gepackt und dann einfach Vollgas auf den Tisch runtergeklopft. Aha. Und die Lehrerin komplett überfordert, die hat gar nicht gewusst, wie reagieren. Und der eine aus meiner Klasse dann «It's radioactive! Radioactive!» What the fuck? Oh mein Gott, das war auch eine Szene. Mhm. Ach, krass. Ja, Ja, mich haben richtig viele dumme Erinnerungen an die Schulzeit. Sag nicht. Da ist schon viel Scheissdreck passiert. Oder viele Leute haben einfach Sachen erlebt. Naja. Die brave Zeit. Ja. Ich weiß nicht. Ich war eigentlich auch immer ein anständiger Schüler. Ich bin einfach auf eine Art frech. Schon immer gewesen. Auch heute noch. Heute bin ich einfach erwachsen. Aber ich habe halt einfach nie gern das gemacht, was mir jemand anders gesagt hat. So mache ich auch heute noch nicht gern. Ich kann ja selber entscheiden, was ich mache. Es muss mir keiner sagen, wie ich es machen muss. Und sonst habe ich ein Maul und kann fragen. Und das ist mir halt auch in der Schule so gegangen. Wenn ich Französisch zum Beispiel, da habe ich mir jeder erzählen, ja, das brauchst du. Habe ich gewusst, ich werde es nie brauchen. Es gibt 1000 Sachen, die ich anders machen kann, aber das will ich nicht brauchen. Es gefällt mir nicht, das ist ein Scheiß. Und dann habe ich das auch so durchgezogen. Ja, habe ich halt einfach 2er geschossen oder 3er. Ja. Und wo du vorher gesagt hast, mit Hausi gemacht, das ist noch crazy, weil ich glaube, ich habe wirklich ich habe eigentlich nie Hausaufgaben gemacht. Ich habe die Hausi immer am Morgen früh irgendjemandem abgeschrieben oder im Klassenchat haben sie es geschickt. Ja, ich glaube, ich habe Hausi grundsätzlich nicht gemacht. Weil es war auch unnötig. Ich hatte ja ganz anderes Zeugs zu tun gehabt, oder ganz andere Sachen in meinem Kopf, gehabt, die mir viel mehr gebracht hätten. Oder jetzt, in meinem jetzigen Leben, auch mehr bringen. Weil in der Zeit, wo andere Leute Wörtchen gebüffelt haben, habe ich schon mit 13 selber angefangen, Videos zu schneiden auf dem Computer, habe andere Sachen gemacht, aber halt nicht das, was ich will. Ich habe halt auch oft Schule geschwänzt, muss man sagen. Ja, aber du. Das ist halt so. Das hat es jetzt zum Beispiel bei mir nie gegeben. Das hätte ich mich nie getraut, so muss ich sagen. Oh Molly, ich habe mich das getraut. Ja. Ich habe mich das schon getraut. Ja. Ich bin, also dort bin ich immer so der, ich habe das gemacht, was mir gesagt worden ist. Ja. Und wenn es dann am Tag danach, wenn du die Hausi nicht gemacht hast oder irgendwie, das war zwar noch früher, so Wochenaufgaben, eine Unterschrift von den Eltern einholen. Wenn du das vergessen hast, ich habe mich richtig geschämt. Boah, Prüfungen unterschreiben. Prüfungen unterschreiben. Ich muss sagen, ich habe nie oder vielleicht einmal probiert, aber Unterschriften gefälscht habe ich eigentlich nie. Weil ich es meinen Eltern immer zeigen oder meiner Mami. Aber ich habe durchaus auch Prüfungen einfach versuchen lassen. Und habe Eintrag nach Eintrag gesammelt. Ich fand, das ist mir gleich. Ich will es einfach nicht zeigen. Ja. Weil, das war halt das Ding, ich habe ja gewusst, wenn ich gelernt hätte, dann wäre ich besser gewesen. Aber ich habe mich ja bewusst gegen das Lernen entschieden. Ich habe das Übel bewusst auf mich genommen. Also was will ich? Und das haben ja meine Eltern gewusst. Was will ich ihnen sagen? Will ich ihnen sagen, ja, ich bin halt nicht gut gewesen, weißt, es war einfach schwer gewesen. Nein, Bullshit. Sie haben genau gewusst, ich habe einfach keine Lust gehabt und haben es darum nicht gemacht. Ja. Fair, ja. Aber auch ich habe dann irgendwann und bei gewissen Sachen ab und zu dann müssen einfach büffeln für Kleinigkeit oder grössere Prüfungen, damit der Schnitt am Schluss irgendwie noch gekommen ist. Weil du hast ja schon ungenügend sein, aber ich habe zum Beispiel Französisch in der 3. Klasse, in der 3. Sek nicht abwählen. Meine Eltern haben gesagt, nein, du machst Französisch. Und ich habe gesagt, gut, dann mache ich halt Französisch. Also ich gehe in den Unterricht, mehr mache ich nicht. Ja, also ich sage, rückblickend wäre es sicher auch schlau gewesen, hätte ich in der Schule gewisse Sachen mehr aufgepasst. So. Aber auf die andere Seite ist es eigentlich auch so, dass ich muss sagen, ich bereue es null. Also, weil die Themen, die mich interessiert haben, so bin ich auch gut gewesen. Also ich habe 3. Sek Mathe mit einem 5,5 abgeschlossen. Das ist super gut.
Ja, ich habe aber in der zweiten Sek ein 3,5 in Mathe. Nicht, weil ich nicht gut gewesen wäre, sondern weil meine Eltern sich getrennt haben und ich habe gesagt, fickt eure Welt. Ja. Ich mache nichts mehr. Es war nicht so bewusst gewesen. Es war mehr einfach gewesen, gut, wenn alle machen, was sie wollen und es ihnen gleich ist, wie es mir geht, dann ist mir jetzt auch gleich, wie es euch geht. Und dann hat man halt einfach nur das gemacht, wo man Lust hatte. Und ich habe halt auch viel Minecraft gamed und so. Mhm. Ich war viel am Zocken gewesen. Ja, das merke ich auch heute noch, dass du einfach irgendeinen Vorteil hast. Mehr Erfahrung. Ja, beim Gamen oder so. Ja, mehr Erfahrung. Mehr Erfahrung, ja. Ich habe das Spiel aber auch... Das ist sicher, Minecraft ist sicher das Spiel, das ich am meisten gespielt habe, von allen Spielen, die ich gespielt habe. Aber ich weiss bei Minecraft nicht... Man müsste, irgendwo kann man nachschauen, wie viel Playtime man allgemein hat. Aber ich weiss nicht, ob man das kann über alte Computer übergreifen und so noch nach. Das ist ja irgendwann von Microsoft gekauft worden. Aber bei CSGO, Steam sieht man es ja. Und dort habe ich 900 Stunden oder 890 oder so. Und das ist sicher nicht das Spiel, das ich am meisten gespielt habe. Also von dem her habe ich dort sicher über 1500 Stunden mindestens. Heftig. Ja. Aber darum habe ich es auch im Blut, das Spiel. Das gefällt mir, ich liebe das und ich komme darum auch draus. Das ist noch lustig jetzt, wenn ich mit einem kleinen Bruder, er zeichnet jetzt das Zeugs von Minecraft und sein Cousin, der älter ist oder auch sonst Leute, die er so sieht, die erzählen ihm dann immer Sachen über Minecraft. Er erzählt es dann mir und ich kann mir einfach sagen, nein, Entschuldigung, das stimmt einfach nicht. Das musst du so und so und so und so machen und dann stimmt's. Ah. Jetzt macht es Sinn. Ja, voll. Aber eben, was will ich mit dem Wissen anfangen? Das bringt mir in meinem Leben höchstens nichts. als Let's Player. Ja, als Let's Player. Sicher. Ja. Gut, eben, ich habe das halt das Zeitchen auch mega ernst genommen, das Spiel. Ich habe wirklich... Dort Ender Games war mein Modus, wo ich immer gesucht habe. Ich habe sogar mal mit dem der den All-Time-Best Record hat auf Gomme, mit dem habe ich sogar gespielt. Weil ich bin in der Top-Liste, bin ich irgendwie auf Top 50 oder Top 100 damals. Krass. Im Spiel. Und er war online miteinander in einer Lobby. Und dann haben wir geschrieben und dann sind wir über Teamspeak haben wir miteinander Runden gespielt. Der Frontier PvP. Wer die alte Zeiten kennt, kennt vielleicht den Frontier PvP. Krass. Ja, das war damals der Beste gewesen und der hat so viel, ich glaube, der hat nur das Spiel gespielt. Nur den Modus, die ganze Zeit. Und ja, dort habe ich ganz viel gespielt. Ich glaube, irgendwie 600-700 Rundensiege oder so, die ich dort gesammelt habe. Und ich weiss noch, KD war dort auch das Thema, oder? Also Kill-Death-Ratio. Ratio, genau. Mhm. Und man hat ja früher immer gesagt, alles unter einer KD ist einfach ein Noob. Weil wenn du mehr verreckst, weder dass du killst, dann bist du einfach schlecht. Ja. Und ich habe dort, meine beste Ding war irgendwie 3,4 oder so. Und das verteilt aber über ein paar tausend Spiele. Also, blöd gesagt, eigentlich jede Runde, wo ich gespielt habe, mindestens 3 Leute mehr gekillt, als dass ich halt gestorben bin. Das würde ich heutzutage nie mehr schaffen. Weil halt alle auch besser geworden sind und so. Aber damals bin ich eines von diesen jungen Kiddies, der gut war in dem. Und wo andere auseinandergenommen hat. Ja. Naja, aber das verlernst du halt auch nie. Gerade so das Movement. Bei Minecraft jetzt als Beispiel. Wenn du mal ein bisschen gelernt hast, wie dass du dich schnell bewegst in einem Spiel. Oder wie du dich richtig bewegst. Dann machst du das immer wieder so. Du kommst dann wieder auf einfach die Geschwindigkeit, wo du mal, wenn du es mal hast können, ist ein bisschen wie Velofahren oder halt Skifahren. Wenn du es 10 Jahre nicht gemacht hast, wirst du auch zuerst ein paar Mal den Berg runterfahren, bis du wieder annähernd dort bist, wo du mal bist. Und du wirst wahrscheinlich auch nicht einfach so wieder in deine Primetime kommen. Aber du hast vieles Skill, Wissen, wo ich mir halt schon angeeignet habe. Und jetzt zum Beispiel auch Black Ops. Ich war ja nie der Black Ops-Gamer, aber habe halt auch früher schon viel gespielt und nebendran auf Konsolen und so. Und jetzt, als ich mir das neue MW runtergeladen habe, ich habe 2 Runden gespielt und ich bin nur noch mit Leuten mit Level 190 bis 200 irgendetwas. Ich bin mit keinem auf kleinem Level, weil der Skill-Based Matchmaking halt checkt schnell, dass ich vielleicht nicht der Beste bin, aber ich weiss, wie ich muss rennen. Der Gute, ja. Oder bei den Guten bin ich einer der Allerschlechtesten. Ich hätte keine Chance in einem Liga-Bereich oder etwas. Aber wenn du die breite Masse anschaust,
dann habe ich halt trotzdem viel Erfahrung. Und das macht halt Spass, dann immer noch zu spielen. Weil das zu lernen in unserem Alter ist viel schwerer, wie wenn du halt schon vorher das gelernt hast. Extrem, ja. Einfach das schnelle Movement. Ob es bei Minecraft ist oder sonst bei dem Spiel. Ja. Ah ja. Ja. Gaming. Kindheit. Ja, ich habe das Schon. letzte überlegt. Hat mir damals jemand gesagt, hey, ist dir bewusst, in 10 Jahren spielt man immer noch Minecraft? Dann wäre ich jetzt ein Minecraft-YouTuber oder so. Ja, Aber fix. damals hat man gemeint, das wird jetzt alles wieder irgendwann uninteressant. Ja. Ja, Minecraft ist ja immer noch, glaube Das ich, ist immer noch eines das der meist beliebtesten. abgeladenigsten Spiele und die x-YouTuber, die jetzt auch erst seit ein paar wenigen Jahren streamen oder YouTube-Videos machen und jetzt mittlerweile auch mit so Craft Attack zum Beispiel. Craft Attack zum Beispiel einfach extrem an Popularität gewonnen haben. Das ist heftig. Ja, das ist Also, schon und krass. es funktioniert heute genau, wenn nicht sogar noch besser als noch früher. Ja, definitiv. Das ist schon heftig. Ja, und es ist halt schon, dass das Ganze, der Skill, der Grundskill, das Spiel hat sich schon verändert, aber die Grundskills haben sich nicht verändert. Also Jump and Run, all das Zeug, das ist alles gleich wie früher. Und ja, wenn du es halt als Kind so gelernt hast, dann hast du den Skill und dann geht der auch nicht mehr verloren. Und das sind halt auch viele von diesen YouTubern, die jetzt so alt sind wie wir und halt so YouTube-Let's Plays machen, die haben das total im Blut. Die haben das schon immer gespielt, das Spiel, und kennen sich darum halt auch viel besser aus, wie all die Teenager, die jetzt das Spiel neu kennenlernen. Ja, das ist halt schon... Ich meine, wenn du jetzt denkst, zum Beispiel Minecraft, wo wir jetzt den Server gemacht haben, so früher als Kind, ich habe nie verstanden, wie so Redstone-Zeug oder allgemein Herd. das funktioniert. Das war Magic. Genau. Und wenn jetzt jemand neu anfängt, Minecraft zu spielen, würde ich ihm auch sagen, lerne zuerst mal das ganze Spiel kennen. Aber das ist das, was schon so verankert schon drinnen ist. Und das macht in dem Sinne dann Spass. Man kann ansitzen und etwas Neues lernen, das schon auf viel Wissen aufbaut, wo man sich aber gar nicht bewusst ist. Sondern erst, wenn man jemandem das erste Mal etwas versucht zu erklären, wie ich jetzt eben mit meinem kleinen Bruder, und dann merkt, oh, da ist ja ganz viel, was für mich selbstverständlich ist für ihn gar nicht rum, das Wissen. Und ja, er hat mir eben auch schon gesagt, ja, weißt du, mein Cousin, der 9-Jährige, der spielt viel besser wie du. Der kennt alles, der weiß viel mehr. Und dann hat er irgendetwas gesagt, das komplett kreuzfalsch ist. Und ich so, und wer hat dir das erzählt? Dein Cousin? Und er, ja, weißt du, der weiss das alles. Ich, ja, der kommt raus. Der kann dir das nur erzählen, weil du nicht weißt, Florin, weißt du? Ja. Ah, das ist schon... Ja. Ich kann ja in die Schule gehen und den Leuten Minecraft erklären. Und die Leute, die es halt auch nicht wissen, die kaufen es ihm auch wieder ab. Ja. Das war bei uns aber auch nicht anders. Ja, definitiv. Einfach noch andere Themen. Ja. Aber Ja, oder auch, das ist ja auch heutzutage noch so. Also, ich weiss nicht, nur schon, wenn wir jetzt den Podcast würden reflektieren, wie viele Storys da schon drin sind oder Sachen, wo man irgendwo glaubt, man weiss es, aber es gibt ja kein ultimatives «Man weiss es». Eigentlich ist es immer abhängig von Quellen, egal ob Storys oder sonst etwas. Selbst wenn du dich selber daran erinnerst, ich habe auch zum Beispiel vorher die Story mit dem Handy, das kaputt gegangen ist. Ich habe noch Bilder im Kopf von dem Moment, aber zu 1000% sicher, ob es genau die Person war, bin ich mir auch nicht mehr. Es muss eigentlich. Also, aber wirklich wissen du es wahrscheinlich nur die Person, die es selber erlebt hat an sich. Ich weiss, dass es passiert ist, dass es höchstwahrscheinlich der war, weil ich das Bild noch im Kopf habe. Aber man weiß es ja nicht. Ich habe mal so ein cooles Video gesehen, was darum geht, wie sich Erinnerungen und Bilder im Kopf können, aufgrund von anderen Eindrücken und so verändern. Also irgendwann erinnerst du dich zum Teil an Sachen, die so nie stattgefunden haben. Ja. oder du kombinierst plötzlich Sachen, vermischst es. Ja. Halt einfach
Das ist einfach der menschliche Verstand, weil er kann sich nicht alles merken. Mhm. Ja. Ja. Dann wird irgendwie abstrahiert, ein bisschen bleibt etwas hängen. Und wenn man es probiert rekonstruieren, dann fehlen einfach gewisse Sachen. Und aus der heutigen Logik probiert man die Lücke irgendwie zu schliessen. Ja, macht es automatisch. Oder macht es automatisch? Das Bewusste ist ja nicht das Problem, das, was du bewusst machst. Dort weisst du ja, okay, das kann so sein, aber kann auch nicht so sein. Aber es ist mehr, du hast das Gefühl, du bist dir sicher, die Erinnerung, die ist da. Nur ob sie stimmt, kannst du nicht rausfühlen. Ja. So. Ja. Ja. Voll. Ja. Ja. Am Schluss noch ein kleines Update zu meiner Bachelorarbeit. Und das trifft sich eigentlich gerade hure gut so mit der Aussage, du kannst nicht genau so Quellen und so, wo ich jetzt halt am Suchen bin. Das ist genau auch ein bisschen das Problem bei wissenschaftlichen Geschichten, dass die eine Quelle sagt, so schlimm und bei der anderen ist es weniger schlimm und an wem solltest du jetzt Glauben schenken und keine Ahnung was. Und das ist halt extrem quellenabhängig. Ja, Wenn du eine Bachelorarbeit möglichst schlimm, dramatisch, die Welt geht unter, irgendwie so, dann findest du Quellen, die sagen, die Welt geht unter, geht übermorgen. Aber wenn du die Bachelorarbeit so machen willst, nein, es ist eigentlich gar nicht so schlimm und ich sage jetzt, Klimawandel hat es schon immer gegeben und das und so, dann kommt die Bachelorarbeit einen ganz anderen Ton über. Also irgendwo ist dann dort auch Kunst so sich selber vielleicht also so zu sagen, in welche Richtung, wie krass und so, aber auch wie ausgewogen ist dann wieder die andere Frage. Ja, voll. Ja, das ist schon schwer. Das habe ich krass gefunden, wo es bei uns mit der Doku gegangen ist. Weil Doku ist auch so etwas, wo du eigentlich einen höheren Anspruch hast, dass das Zeug, das du sagst, nicht wertend ist, aber faktisch richtig. Und das ist so schwierig. Es gibt so viele Fakten, wenn du die erzählst, haben sie schon fast so ein bisschen einen Wert mit, obwohl du eigentlich nur einen Fakt erzählt hast. Und wenn du den Fakt umkehrst, gibt es den anderen Wert mit. Und du willst dann aber eigentlich so... Eben, es gibt Fakten, die kannst du gar nicht anschreiben, ohne dass sie einfach als etwas interpretiert werden. Und das verfälscht eigentlich ja alles. Weil, blöd gesagt, nur schon der es gelesen hat eine andere Vorstellung von dem, wie der es geschrieben hat. Der hat eine ganz andere Vorstellung, wie die damals die Fakten irgendwie erhoben haben. Genau. Und die berufen sich am besten auch noch auf irgendwelche alte Sachen oder sonst etwas, wo irgendwann mal jemand ausprobiert hat. Ja, also es ist eigentlich wissen wir, dass wir nicht viel wissen. Ja, das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Ja. Aber it is what it is. Und wir wissen, dass wir nicht viel wissen, aber was wir definitiv wissen, das ist jetzt eine saubere Überleitung zum Schluss. Was wir wissen, nächste Woche wieder selbe Uhrzeit, selbe Stelle, wieder zurück beim Pushcast. Yes. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönes Wochenende, whatever. She sees him walking in a straight line. That's not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. He says I'm talking with a big smile, but they haven't got a clue.
Yeah, they're living the good life. Can't see what he is going through. They're driving fast cars, but